aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Burgenlexikon. V wie Vogt oder Vogtei. Der Herr über Recht, Schutz und Macht. Wer Burgen, Schlösser oder historische Städte besucht, stößt früher oder später auf Begriffe wie Vogt, Vogtei oder Vogthaus. Manchmal liest man sogar, dass sich auf einer Burg einst der Sitz eines Vogtes befand. Doch wer war dieser Vogt eigentlich? War er ein Richter, ein Verwalter oder vielleicht sogar ein Burgherr? Tatsächlich war ein Vogt von allem ein wenig. Über viele Jahrhunderte gehörte er zu den wichtigsten Amtsträgern des Mittelalters. Er sprach Recht, verwaltete Besitzungen, zog Abgaben ein, sorgte für Sicherheit und vertrat die Interessen seines Herrn. Gerade Burgen spielten dabei eine wichtige Rolle, denn sie dienten häufig als Amtssitz und Verwaltungszentrum einer ganzen Vogtei. Schauen wir uns deshalb heute einmal genauer an, was sich hinter dem Begriff Vogt bzw. Vogtei verbirgt. Wie entstand die Vogtei? Der Begriff Vogt geht auf das lateinische Wort advocatus zurück und bedeutet ursprünglich so viel wie Rechtsbeistand oder Vertreter. Bereits zur Zeit Karls des Großen wurden Vögte eingesetzt, um weltliche Aufgaben für kirchliche Einrichtungen zu übernehmen. Klöster, Stifte und Bistümer durften nämlich viele weltliche Geschäfte nicht selbst erledigen. Sie brauchten deshalb einen bewaffneten und rechtsfähigen Vertreter. Dieser Vogt vertrat das Kloster vor Gericht, schützte dessen Besitzungen, setzte Rechte durch und sorgte dafür, dass niemand die Güter der Kirche ungestraft angriff. Besonders seit dem 9. Jahrhundert erhielt nahezu jedes größere Kloster oder Bistum einen solchen Kirchen- oder Kastvogt. Mit der Zeit entstanden aus diesen Schutzämtern feste Verwaltungsbezirke. Das Amtsgebiet eines Vogtes nannte man Vogtei. Von einer Burg oder einem befestigten Amtssitz aus verwaltete der Vogt häufig Dörfer, Wälder, Mühlen und zahlreiche Höfe. Damit wurde die Burg nicht nur zum militärischen Mittelpunkt, sondern ebenso zum Verwaltungszentrum einer ganzen Landschaft. Welche Aufgaben hatte ein Vogt? Die Aufgaben eines Vogtes waren ausgesprochen vielfältig. Er vertrat seinen Herrn vor Gericht, sprach in vielen Fällen selbst Recht und überwachte die Einhaltung der herrschaftlichen Ordnung. Außerdem zog er Abgaben ein, verwaltete Besitzungen und sorgte für Sicherheit innerhalb eines Amtsbezirks. War der Vogt für ein Kloster tätig, schützte er dessen Besitz vor Übergriffen und vertrat die geistliche Gemeinschaft in allen weltlichen Angelegenheiten. In einer Zeit ohne Polizei, ohne stehende Gerichte und ohne staatliche Verwaltung war das eine außerordentlich verantwortungsvolle Aufgabe. Je nach Region gab es unterschiedliche Arten von Vögten. Man unterscheidet beispielsweise von Kirchenvögten, von Burgvögte, Stadtvögte, Amtsvögte oder Reichs- und Landvögte. Allen gemeinsam war jedoch, dass sie als Vertreter einer höheren Herrschaft handelten und deren Rechte vor Ort durchsetzten. Warum war die Vogtei so begehrt? Ursprünglich sollte ein Vogt vor allem schützen. Doch schon bald entwickelte sich das Amt zu einer bedeutenden Machtposition. Wer die Vogtei besaß, konnte Gerichte leiten, Abgaben einziehen, Frondienste verlangen und erheblichen Einfluss auf die Bewohner eines Gebietes ausüben. Vor allem adlige Familien erkannten schnell, wie wertvoll diese Rechte waren. Viele versuchten deshalb, das Vogteiamt erblich zu machen und die ursprünglich nur geliehenen Befugnisse dauerhaft in ihren Besitz zu bringen. Aus einer Schutzfunktion wurde vielerorts ein Instrument zur Macht- und Gebietserweiterung. Für zahlreiche Klöster entwickelte sich diese Entwicklung allerdings zum Problem. Manche Vögte schützten ihre Klöster nicht mehr, sondern nutzten ihre Stellung aus, eigneten sich Besitz an oder griffen immer stärker in die Angelegenheiten der Klöster ein. Deshalb bemühten sich viele geistliche Gemeinschaften seit dem Hochmittelalter darum, sich von ihren Vögten wieder zu lösen oder deren Rechte zurückzukaufen. Besonders Reformorden
wie der Zisterzienser, verzichteten später bewusst auf die klassische Vogtei und stellten sich lieber unmittelbar unter den Schutz des Landesherrn. Das Vogtland und die Vögte von Weida. Das wohl bekannteste Beispiel für die Bedeutung des Vogtamtes ist das Vogtland. Seinen Namen verdankt diese Landschaft den Vögten von Weida, Gera und Plauen, einer bedeutenden Adelsfamilie des Hoch- und Spätmittelalters. Ihr Herrschaftsgebiet erstreckte sich über Teile des heutigen Thüringens, Sachsens, Bayerns und bis nach Böhmen. Bis heute erinnert der Name Vogtland an dieses einflussreiches Geschlecht. Die Ursprünge der Familie reichen in das 12. Jahrhundert zurück. Als Ministeriale des Königs bzw. des Kaisers erhielten die Herren von Weida wichtige Verwaltungs- und Schutzaufgaben in den damals noch dünn besiedelten Gebieten östlich der Saale. Von ihren Burgen aus förderten sie die Rodung der Wälder, gründeten Dörfer und Städte und sicherten bedeutende Handelswege. Stammsitz der Familie wurde die Osterburg in Weida, die bis heute zu den eindrucksvollsten Burgen Thüringens zählt. Aus dem ursprünglich verliehenen Amt entwickelte sich schon bald eine eigenständige Landesherrschaft. Die Vögte herrschten über Weida, Gera, Greiz, Plauen und zahlreiche weitere Orte. Sie gründeten unter anderem das Kloster Mildenfurt, holten Ritter und Siedler in ihr Gebiet und bauten ihre Macht kontinuierlich aus. Kaiser Ludwig der Bayer bestätigte ihnen sogar einen nahezu fürstengleichen Rang. Damit waren die einstigen königlichen Amtsträger längst selbst zu bedeutenden Territorialherren aufgestiegen. Im 14. Jahrhundert gerieten die Vögte jedoch zunehmend unter den Druck mächtiger Nachbarn, insbesondere der Wettiner und der böhmischen Krone. Nach dem Vogtländischen Krieg verloren sie einen Großteil ihres Herrschaftsgebietes. Die Linien der Vögte von Weida und Gera starb schließlich im 16. Jahrhundert aus. Lediglich die jüngere Linie der Vögte von Plauen blieb bestehen und führte die Tradition der Familie fort. Aus dieser Linie entstand das Fürstenhaus Reuß, dessen Mitglieder bis 1918 über die Fürstentümer Reuß ältere und jüngere Linie herrschten. Das Haus Reuß besteht bis heute und führt damit die Geschichte der einstigen Vögte von Weida, Gera und Plauen fort. So lebt das Erbe dieser mittelalterlichen Vogtfamilie nicht nur im Namen des Vogtlandes weiter, sondern auch in einer noch heute existierenden Adelsdynastie. Kaum ein anderes Amt des Mittelalters hat einer ganzen Landschaft seinen Namen gegeben. Das zeigt eindrucksvoll, welchen Einfluss die Vögte einst auf die Entwicklung ganzer Regionen ausübten. Die Osterburg, Stammsitz der Vögte von Weida. Ein besonders eindrucksvolles Zeugnis der Vogtherrschaft ist die Osterburg in Weida, die weithin sichtbar auf einem Bergsporn über der Altstadt thront. Sie gilt als Stammburg der Vögte von Weida und damit als die eigentliche Wiege des Vogtlandes. Archäologische Ausgrabungen belegen, dass der Burgberg bereits im 11. Jahrhundert von Slawen genutzt wurde. Ob sich hier tatsächlich eine slawische Burg befand, konnte bislang allerdings nicht nachgewiesen werden. Zwischen 1163 und 1193 ließ Vogt Heinrich I. von Weida auf diesem strategisch wichtigen Platz eine mächtige romanische Höhenburg errichten, die zunächst als das Feste Haus zu Weida bezeichnet wurde. Von hier aus lenkten die Vögte die Geschicke ihrer Herrschaftsgebiete und legten den Grundstein für die Entwicklung des späteren Vogtlandes. Mit dem Aufstieg der Vögte entwickelte sich die Osterburg zum politischen und administrativen Mittelpunkt ihrer Herrschaft. Von hier wurden Straßen und Handelswege überwacht, Burgen und Städte verwaltet sowie die zahlreichen Besitzungen organisiert. Als sich aus der Familie später die Linie der Vögte von Gera und Plauen sowie schließlich das Fürstenhaus Reuß entwickelten, blieb die Burg über Jahrhunderte eines der wichtigsten Herrschaftszentren der Region. Erst zu Beginn des 15. Jahrhunderts gelangte sie in den Besitz der Wettiner. Ihren heutigen Namen Osterburg erhielt sie allerdings erst im 16. Jahrhundert bzw. 17. Jahrhundert. Er leitete sich nicht vom Osterfest ab, sondern vom historischen Osterland, Ostland, der mittelalterlichen Bezeichnung für das Land östlich der Saale. Unter den Wettinern wurde die ursprünglich romanische Burg mehrfach umgebaut und den jeweiligen Bedürfnissen angepasst. Nach den Zerstörungen des Schmalkaldischen Krieges und insbesondere des Dreißigjährigen Krieges entstand schrittweise ein repräsentatives Renaissanceschloss, das weiterhin als Sitz der Amtsverwaltung und später auch des Gerichts diente.
Im Laufe der Jahrhunderte kamen weitere Gebäude hinzu, bis die Anlage 1785 durch einen Verbindungsbau mit im Wesentlichen ihre heutige Gestalt erhielt. Selbst als Lazarett während der Befreiungskriege und später als Amtsgericht blieb die Osterburg stets ein bedeutender Verwaltungsort. Das eindrucksvollste Bauwerk der Anlage ist zweifellos der 54 Meter hohe Bergfried. Er gehört zu den ältesten und höchsten erhaltenen Bergfrieden in Deutschland und prägt bis heute das Stadtbild von Weida. Sein unterer Teil bestand bereits in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Im 13. Jahrhundert erhielt der Turm einen achtigen Backsteinkern, der später mit Bruchstein ummantelt und im 14. Jahrhundert durch den markanten oberen Aufbau erweitert wurde. Mit einer Maurerstärke von rund 5,70 Metern im unteren Bereich war der Turm eine nahezu uneinnehmbare letzte Zuflucht. Besonders bemerkenswert ist die original erhaltene Türmerstube, die noch bis 1917 dauerhaft bewohnt war. Eine in Deutschland nur selten erhaltene Einrichtung. Heute beherbergt die Osterburg ein Museum zur Geschichte der Vögte und des Vogtlandes. Sie erinnert eindrucksvoll daran, wie aus dem ursprünglichen königlichen Amt eines Vogtes eine mächtige Territorialherrschaft entstand, deren Namen bis heute in einer ganzen Landschaft fortlebt. Wer die Geschichte der Vögte verstehen möchte, kommt an der Osterburg in Weida deshalb kaum vorbei. Schlusswort. Der Vogt war weit mehr als nur ein einfacher Verwalter. Über Jahrhunderte gehörte er zu den wichtigsten Amtsträgern des Mittelalters. Er sprach Recht, verwaltete Burgen und Besitzungen, schützte Klöster, zog Abgaben ein und übte oft erheblichen politischen Einfluss aus. Aus einem Amt entwickelte sich vielerorts ganze Herrschaften und nicht selten sogar neue Territorien. Wenn ihr also künftig auf einer Burg, in einer Stadt oder an einem alten Vogthaus den Begriff Vogt oder Vogtei entdeckt, wisst ihr nun, welche bedeutende Rolle dieses Amt einst spielte. Und wie immer gilt, Geschichte steckt oft in den Begriffen, an denen wir heute achtlos vorbeigehen. Welche Burgen als Sitz eines Vogtes kennt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.